sind wir on track. Jetzt müsste da alles soweit laufen. Da steht da Stop Recording. Ja. Also Stop Recording steht nicht. Oder nicht? Da Das? stand. Okay. Ja, genau. Ne? Das ist eigentlich Stop gut. Recording ist immer gut. Ah ja, so blau gehighlightet. Ja, genau. Ja. Genau. Darf ich heute Anmoderation machen? Bitte. Das ist mega lästig. Einmal mehr Rolli. Danke, bist du da. Ja, schön, dass ich da sein. Ja! Jetzt denken alle, jetzt ist der, was macht jetzt der Jetzt schon kommt wieder? der da? schon wieder. Nein! Aber wir haben ja heute ein anderes Thema. Genau. Und zwar ein mega cooles. Ich darf euch heute eigentlich konsumieren. Ich freue mich sehr drauf. Wir haben ein Filmmusik-Special. Ich euch konsumieren. Der Frank schaut schon so komisch. Frank hat nichts gesagt. Ich darf mich heute berieseln lassen. Ja. Von euch in Sachen Filmmusik. Und zwar einmal wirklich der absolute Musikfreak, wo alle Namen und alle Bands und alle Filmtitel kennt zu allen Songs. Leidenschaft par excellence, nebst den Druckknöpfen überall da. Und der Rolli, der das Ganze von einer völlig anderen Seite betrachtet. Genau, Und- ich bin ja. weder habe ich viel mit Filmmusik am Hut, noch bin ich der Filmkenner. Ich kenne praktisch keine von diesen Filmen, die wir heute wahrscheinlich werden darüber reden, über die wunderbare Filmmusik. Es gibt eine Ausnahme, da kommen wir ganz sicher noch drauf zu reden. Dort kenne ich Musik, weil ich den Film gesehen habe. Darf ich raten? Bei den meisten ist es umgekehrt. Ist es James Bond? Genau. Gut. Ja. Gut. Also, mein lieber Roland, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit nimmst. Mega. Und das ist ein Thema, Angie, und da hast du vollkommen recht, Mhm. was mir sehr am Herzen liegt, also das Mhm. Thema Musik insgesamt und dann Filmmusik. Angie, ich habe noch mal eine Frage ganz kurz. Also Ja. du hast nichts vorbereitet, sondern du lässt dich, wie du sagst, berieseln. Heute lasse ich mich voll berieseln. Okay, gut. Bist du Stelle auch durch die Fragen. Schule gekommen. So ist dann auch letztendlich zustande gekommen, dass du dann was mit ja, guck mal. Oh, Volltreffer. Volltreffer. Guck mal, die anderen, ne? Ich habe da auch mitgearbeitet, wissen Sie? Also, ich Ach. bin ja selber Musikantin. Und Rolli, Ja. ich habe noch nie in meinem Leben daheim geübt. Das merkt man auch. Noch nicht Und ein. spielt, deshalb spielt sie auch so. Nein, nee, noch ich nicht weiß. eine Sekunde. Nein. Und ich habe, ja, Ja, da geht es hier anders als mir. Ich muss, wenn ich an einem Ort mitspiele, das dann muss verstehe ich Vollgas nein, geben. ich habe im Fall, und eigentlich müsste ich ein bisschen mehr an dem arbeiten. Ich glaube, das ist eine Gabe, die ich habe. Es ist viel, wenn ich Noten bekomme, ich muss die durchlesen. Und ich bin auch so ein Fetischist, ich schreibe nicht in eine Kasse verschriebene Noten. Ich kann das nicht haben. Ich will keine Farbe. Ich schreibe höchstens, wenn ich den Ton etwa 5-mal falsch gespielt habe, mache ich vielleicht mal ein Kreuzchen oder ein B oder so, aber sonst nichts. Ich hasse das. Und ich komme die Noten über. Ich lese die Noten. Also ich nehme mir Zeit zum Lesen. Hörst ganze Stück. du das Und Stück, wenn du ich die Noten liest? höre, was ich muss spielen und ich Ja. spüre in den Fingern, es klingt mega komisch, ich spüre in den Fingern, was ich muss drücken. Das ist ganz, ganz schräg. Ich finde, das Vielleicht nochmal ganz kurz für Mhm. diejenigen, die es später zugeschaltet haben und beim letzten Mal vielleicht auch nicht. ja, Angie spielt Saxophon, Bariton-Saxophon. Bariton-Saxophon. Eigentlich. Das ist meine Genau. Und Leidenschaft. ich würde vorschlagen, mit dem Detail, das du jetzt gerade siehst, wir nachher rausschneiden. Wieso? Ja, wenn da alle meine Musikantinnen und Musikanten zulassen, und dann denke Ja. ich, jetzt muss ich auch nichts mehr hinschreiben. Ja. Aber das ist, Nein, ja, das, aber ist das das, ist- Prinzip, das ist das Prinzip von Gucke-Musik. Ah, Genau, ne, wir gehen alle ungefähr in die gleiche nein, Richtung. Aber nein, weißt du so, ich glaube, das ist bei mir so, ich habe das Gefühl, ich bin dann nicht mehr fokussiert und ich weiß, ich muss 100% fokussiert sein auf die Noten, wenn ich die Noten spiele. Das ist mein Ding. Und beim anderen werde ich faul und dann tue ich im Zeug rumschlödern. Das ist wie, aber ja, ich bin ein bisschen so durch die Schule gekommen, das stimmt und freue mich Gut. jetzt für den Abend. Genau. Genau. Also, du kommst von der reinen Musikseite an die Filmmusik, von der Blasmusikseite an die Filmmusik. Also wirklich, was kann man, wie sagt man da, übersetzen, transformieren, transponieren in die Blasmusik? Mhm. Oder wie bist du das Thema angegangen? Gell, das funktioniert bei uns natürlich so, dass wir stellen jedes Jahr
2, 3 Konzertprogramme zusammen. Musst du das Mikrofon ganz wenig näher nehmen? Wir stellen die Konzertprogramme zusammen und ich bin extrem Fan von bunt gemischten Programmen. Die haben zwar meistens irgendeinen Themenbezug. Wir haben auch schon reine Filmmusikprogramme gemacht. Einmal Filmmusik wirklich im Namen und das zweite Mal haben wir quasi so einen Fernsehabend gemacht. Mhm. Und dort ist natürlich auch der ein oder andere Film drinnen vorkommen. Und wenn wir solche Programme zusammenstellen, ist mir immer wichtig, dass wir eigentlich durch die ganzen Stil, die wir können interpretieren, durchgehen. Und dann gehört auch Filmmusik dazu. Und Also Stil heisst Rock, Salsa, traditionell, Jazz, originale ja. Sachen Ja. und so weiter. Ja. Und ich mache das jetzt ja seit knapp gut 20 Jahren. Ich bin mal all die Programme durch. Alle unsere Konzerte, die wir im Frühling machen. Und ich weiß nicht, welche Kamera muss ich sehen. Es ist echt eine lange Liste. In der Mitte. Wir haben fast jedes Jahr 1, 2 Stück auf unserem Programm, wo mit Filmmusik oder mit Film zu tun haben. Und ich denke, über das eine oder andere werden wir nachher sicher noch reden. Ich komme von dieser Seite. Ich höre es gibt Musikdatenbanken, Notendatenbanken. Ich höre dort rein, wenn du am Konzert bist oder so. Und ja, da gibt es auch die Ausnahme. Denkst du, beim Film schauen, das wäre noch eine coole Nummer. Gibt es da irgendwie ein Arrangement für Blasorchester? Und wenn du jetzt in diesen Notendatenbanken gehst suchen, tust du nach Titel filtern oder kannst du nach Stil filtern, wo du Musik suchst? Völlig egal. Also du kannst nach Titel, die sind kategorisiert, die sind nach Themen tagged und so weiter und so fort. Und da kannst du dich eigentlich durchbrowsen. Das Jahr haben wir zuerst mal mit ChatGPT einfach mal geschaut, was kommt Mega raus. cool. Ja. Ja. Haben wir ein Programm zusammen, 12 Stück. Ja. Bitte berücksichtige die Stilistik oder die Programmwahl, die wir bis anhin auch schon verwendet haben. Es gibt mega coole Programme. Und dann hat er das rausgespuckt und für gut befunden. Mit Komponisten, die wir auch schon gespielt haben und so wirklich so für uns anpasst. Ja. Sehr cool. Vielleicht wird etwas daraus. Sehr cool. Frank? Ich kann mich gar auf dem Stuhl halten. Also ich bin so... Ich merke es. Ich habe dich ja so im Augenblick gesagt, können wir jetzt bitte endlich einen Song abspielen? Was möchtest du? Also, darf ich fragen? Moment. Ja. Ich habe eine Liste von 30 Stücken. Dafür habe ich ungefähr 5 Minuten gebraucht? Keine 5 Minuten gebraucht. Das hat wirklich was einfach. Ich kann kaum. Nein, das ist total. Und ich habe da versucht. Also pass auf, wenn wir von Film, Musik und wir haben tatsächlich mal Filme. Ne? Man könnte ja auch Fernsehsendungen und all das. Ne? Das kann man auch mal sehr schön spielen. Ganz genau, ne? Magnum P.I. So, aber wirklich Filme. Also Filme, die man früher im Fernsehen oder heute, im Kino oder heute Netflix oder im Kino oder wie auch immer. So, und es gibt ja 2 Arten von Filmmusik. Es gibt einmal den Score. Der Score ist die spezifisch für diesen Film komponierte Musik. Also, wenn John Williams oder Hans Zimmer oder Ennio Morricone oder Henry Mancini, wenn die beispielsweise Henry Mancini für den Pink Panther die Musik komponieren, dann ist das ein Score. So, und dann gibt es die Originalmusik. Also der Filmproduzent, der sagt, ich habe Pink Panther gemacht, mach bitte die Filmmusik, das ist ein Score. Ganz genau. Also, George Lucas, der zu John Williams geht und sagt, pass mal auf, ich mache einen Weltraumfilm, 1977, da gibt es eine traumhafte Doku drüber. Ich mache einen Weltraumfilm, ich brauch die Musik dazu. Und John Williams sagt, warte mal, komm in 2 Tagen wieder. Und das ist also der Score. Und dann gibt es den Soundtrack. Und der Soundtrack sind dann schon fertig komponierte Stücke, die man vielleicht auch kennt, die dann eben unter die jeweiligen Szenen im Film geschnitten werden.
Ja. Wer das ja wirklich als eigenständiges Instrument, sehr, 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 sehr eigenständiges Instrument beim gesamten Filmemachen nimmt, ist Quentin Tarantino, der für all seine Filme sich so unglaublich viel Zeit nimmt, er selbst als Regisseur und meistens ja auch Produzent, für den Soundtrack. Welche Stücke nehme ich denn jetzt eigentlich dann da rein? Das ist deshalb sind die Soundtracks auch so, also ob es jetzt von Pulp Fiction ist oder ob es von Django Unchained ist oder wie auch immer, deshalb sind die auch so berühmt. So, wir machen aber keine Einschränkungen. Also, wir machen, Roland? Ich würde noch eine dritte Kategorie ergänzen. Das sind die Filmstars, die ihre Filmmusik selber komponieren. Wer denn? Charlie Chaplin. Da würde ich noch eine vierte aufmachen wollen. Oh Gott, okay. Und vielleicht fangen wir damit auch an. Mit der vierten Kategorie. Das ist Regisseur und Produzent, die sich denken, ich mache selbst die Musik. Und alles die Hände überm Kopf zusammenschlägt. Und dann kommt etwas dabei raus, was den gesamten zur damaligen Zeit Kosmos. und Planeten und Kosmos einfach ruhig macht. So, das ist. Bin mega gespannt. Aber warte. Kann der Roland raten? Nein. Nee. Nein. Ihr kennt den Film nicht. Ja, nicht den Film nicht. Musik. Also ich weiss, Bud Spencer hat auch gewisse Musik selber geschrieben, aber ich habe zwar nicht Bud Spencer hier, aber ich habe Oliver Onions hier. Oliver Onions, Oliver Onions, italienische Musiker, die zu den meisten Bud Spencer und Terence Hill Filmen die Musik gemacht haben und die ihr alle kennt. Also los. Das ist so. Wir fangen aber mit was ganz anderem an. Und zwar fangen wir an. Bitte darf ich anfangen, sonst ich mache mir sonst in die Hose vor Aufregung. Und zwar, wie gesagt, die vierte Kategorie, Regisseur und Produzent denken sich, das können wir selbst. Und dann können sie es auch selbst. Warte mal, ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen hier runternehmen. So, das ist vom Film im Originaltitel Escape from New York. Auf Deutsch Die Klapperschlange. Das ist ein Endzeitfilm von 1980 mit Kurt Russell. Und es geht um Folgendes ganz kurz. Ganz Manhattan ist von einer 20 Meter hohen Mauer umgeben und ist ein Gefängnis. Und Air Force One, die Maschine des Präsidenten, stürzt in diesem Gefängnis ab. Aber er muss ganz schnell zu einer Friedenskonferenz nach China, sonst geht der Dritte Weltkrieg, der Atomkrieg los. Okay. Und das Ganze spielt übrigens, also in 1980 ist der Film rausgekommen, es spielt in 1997, es ist dann ja nicht so gekommen. Und es muss jemand reingeschickt werden, der den Präsidenten rausholt. Und das ist Kurt Russell. In dem Film heißt er Snake Plissken, die Klapperschlange. Und du hast den Film gesehen? Den kann ich auswendig. Den habe ich neulich jetzt mit Rahel, mit meiner Frau, nochmal gesehen. Okay. Das soll man nicht nochmal machen. Ne? Also das ist das. Also das wollen wir nicht nochmal machen? Nein. Das ist einfach, ich war so aufgeregt, ihr den Film zu zeigen. Und das ist einfach, es ist ein Stück Kunst, wahnsinnige Kunst. Es ist aber, obwohl Kurt Russell, Lee Van Cleef, Donald Pleasence, Ernest Borgnine, Isaac Hayes, es gibt ganz, ganz viele Leute, denen das was sagt. Alle spielen damit, aber der Film an und für sich und die Story ist ja, aber es ist egal, scheißegal. Und Regisseur und Produzent haben die Filmmusik gemacht. John Carpenter und Alan Howarth. Und die hört sich folgendermaßen an. Könntest du etwas? Könnt ihr etwas? Kommt gleich. Warum kommt jetzt nichts? Also eben gerade hat es funktioniert. Ah, jetzt. Sorry. Ach, ich kenne das.
hörst gerade das Blasorchester, oder? Ich höre jetzt 80er Jahre. Ja. Aha, ja, nein, für mich ist es wie, ich kann dir gerade sagen, in der Musik wäre... Nachher, ich weiß nicht, ob ich die Stelle erwische. Aber nachher zieht er den Synthesizer hoch. Das ist eine Stelle. Ich versuche die mal zu finden. Mal gucken, was passiert. Was ist für eine Taktart? Ich finde die jetzt nicht so schnell. Ich hätte mir das aufschreiben müssen. Entschuldigt bitte, dass wir da jetzt so hin und her springen. Aber das ist wirklich der was mal jetzt? Müsste es kommen. Sonst reichen wir das nach, natürlich. Jetzt beim nächsten. Entschuldigt bitte, das muss jetzt. Und dazu diese unglaublich düstere Stimmung des gesamten Films. In dem Film ist es nur dunkel. Das kommt jetzt nicht. Ich weiß nicht, warum nicht. Also wir belassen es dabei. Okay. Aber es kommt eine Stelle wirklich, wo er den Synthesizer so dermaßen hochzieht. Das ist so unglaublich. Da ist dann so viel Druck dahinter. Okay. So, und dann hat es ja dann nochmal eine Fortsetzung gegeben, Escape from L.A., gleiche Prinzip, aber das kann man ja angucken. Aber du hast vorhin nach Taktart gefragt. Ich lasse das immer, das nimmt mich immer wunder, wenn ich das Lied lasse. Da habe ich die Episoden im Kopf, wo wir mal Mission Impossible gespielt Ja, haben. sehr geil. Der 5/4. Der 5/4. Wir Wir haben es auf den Punkt gebracht. Wir haben es bei der Hauptprobe zuerst mal geschafft, das Spiel zu spielen. Ja. Aber Und das ich ist... habe Blut ja. geschwitzt. Ich weiss. Aber das war auch geil gewesen. Ja, und du bist vorher, ich weiss noch, du bist vorher am Umwirbeln gewesen, wie verrückt. Weil 5/4 ist weird zum Spielen als Musikant. Aber ich bin jetzt fast ein bisschen hier und her. Das ist nicht ein 6/8 gewesen. Habe ich gar nicht geachtet. Das ist so, ja, whatever. Nein, ich finde, das ist im Fall etwas, das frage ich mich relativ viel. Wenn ich so fokussiert Musik höre, ich überlege mir immer, was ist für eine Taktart. Da gibt es auf einem Live-Konzert von Frank Zappa, das muss ich mal raussuchen, gibt es eine Ansage von Frank Zappa, der sagt, also für diejenigen von euch im Publikum, die interessiert sind an Musiktheorie und die jetzt vielleicht mitklatschen wollen, das ist, und dann zählt er irgendwas, das ist jetzt in 5/7 divided by sonst was und das geht also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, also total durcheinander das Ganze und er sagt, und los geht's und dann spielen die das. Einerlei. Was sagt ihr? Wie fandet ihr das? Das Lied. Ja. Du? 80er Jahre. Das Ja. ist so Ja. Ja, total. Also 1980 ist der Film rausgekommen. Ja, 1980 ist der Film rausgekommen. Und wir haben vor dem Film geklebt. Ich weiß nicht, das erste Mal habe ich den gesehen mit meinem Kumpel Adi Gersmeyer. Ich weiß das noch ganz genau, wo wir den geguckt haben. Wir haben den Film geguckt. Wir waren danach wir haben uns angeschaut und haben den gleich nochmal geguckt. Okay. Ich habe Anfangs 80er Jahre noch nicht so viel Film geguckt, aber Ja, es ist irgendwie so von der Instrumentierung her völlig 80er ja, Jahre. ja. Ja, also das Ja. hörst du auch. Ja. Aber jetzt muss man dazu sagen, Macht- auch, dass man in den 80ern einen Synthesizer, so wie die, ne, den hast du nicht gespielt, sondern den musstest du programmieren und da hast du Kabel gehabt, die du stecken musstest, hin und her. Okay. Ich weiß jetzt nicht, auf was die das gemacht haben, ob sie es auf dem Moog gemacht haben oder sonst irgendwas. Das war also nicht, du hast eine Tastatur und dann spielst du, sondern du hast einen Lötkolben in der Hand und dahinter sitzt irgendwo ein Ingenieur, der vielleicht noch einen Poti reinschraubt. Ja. Ne, also so. Also, aber bei mir geht ja alles, was Musik angeht, geht bei mir immer über die Emotionen. Und bei dem, weißt du, hast jetzt ja vorhin auch so ein bisschen vorgescrollt, wie lange geht das Lied? Das müsste ich nachschauen. Wenn es so ein 5 Minuten ist. Ich bin immer so, bei mir ist immer so ich muss wie so nach mindestens 2 Minuten muss ich Refrain, Action haben. 4 Minuten. Okay. Also es ist kein Gesang. Musst du immer, Nein. also du meinst einfach Refrain im Nein, Sinne weißt du, von, wenn ich weiss, jetzt muss der etwas Hook. gehen, jetzt muss es kommen. Also dann baust du Druck auf. Und das habe ich jetzt da das Gefühl gehabt, ich habe mich jetzt so ein bisschen gefragt, wenn das die Explosion 2 kommt. Minuten, bei mir geht das 2 Sekunden.
Ah, sicher? Spotify durch 2 Sekunden, wenn es mich nicht packt, dann geht es weiter. Nein, ich gebe ein bisschen mehr. Womit möchtest du anfangen? Hey, wo will ich anfangen? Vielleicht eins von... Magst du dich erinnern, also wenn du seine Liste anschaust, was haben wir am besten gespielt? Was würdest du sagen? Ich habe meinen Favorit. Hey, das ist so schwierig manchmal. Weißt du, wenn du als Musikant im Orchester sitzt. Also ich habe Mission Impossible habe ich schon geil gefunden zum Spielen. Wir haben das vorhin gehabt. Und dann haben wir auch noch Ennio Morricone gespielt, «Spiel mir das Lied vom Tod». Also genau, das Oder Medley das ist das Medley, ja. verschiedenen. Aber das ist das Morricone-Medley, oder? Und dort innen das ist glaube ich eine der wenigen Aufnahmen, die ich von uns habe. Das ist wirklich, dort habe ich, als ich reingelassen habe in den Vorbereitungen, es ist eine Live-Aufnahme, darf man dann auch nicht vergleichen mit anderen Aufnahmen, die man vielleicht hört. Aber ich habe selbst bei der Hühnerhaut gehabt. Oh, bin ich gespannt. Und eine Filmmusik, wo ich mega cool halt auch instrumentiert finde, wo wir gespielt haben, ist Mary Poppins. Oh. Ja, da im Fall auch die Hühnerhaut. Ich habe das gerade gesehen hier. Großartig. Von Sherman Brothers. Ja. Wer ist denn darauf? Aber wir spielen das jetzt erstmal. Wer ist denn, da müssen wir nachher vielleicht mal drauf gehen, wer ist denn darauf? Mary Poppins. Weil Mary Poppins, das darf man auch nicht vergessen, ist von der Film mit Keine Ahnung. Julie Andrews und Keine Ahnung. Dick Van Dyke. Keine Ahnung. Der ist aus den 40ern. Mary Poppins ist aus den 40ern? Meine ich. Soll ich? Muss nachher mal Wie gesagt, nachgucken. ist auch ein Film, den ich... Sorry, noch nicht. Hast du Mary Poppins noch nie gesehen? Nein. Ich kenne nur die Filmmusik, aber die ist Hammer. Oh nein. Shakespeare. Genau. Ja. Also pass auf, dann machen wir doch mal. Also mit solchen Filmen bin ich aufgewachsen. Also dank meiner Mutter, Ja. dank Oma Siggi, bin ich damit mit solchen Filmen aufgewachsen. Also da gab es auch überhaupt kein Vertun. Ne? Also nein, jetzt wird Mary Poppins geguckt, es wird geguckt, ein Amerikaner in Paris. Es wird geguckt, die 3 Musketiere mit Gene Kelly. Wo kommen wir denn da hin? So, weil das ist einfach Kultur. Also, pass auf. Nein, also was wir jetzt gleich machen, wir versuchen mal auf YouTube umzuschalten. Ich guck. Weißt du, das ist unsere Aufnahme? Ja. Oh, cool. Und wenn ich es richtig im Kopf habe... Der Schluss ist cool. Es hat einen schönen Mittelteil. Ja, und am Schluss ist nochmal die Post abgegangen, das stimmt. Und es hat, glaube ich, 3 oder 4 Teile gehabt, Mary Poppins. Wieso finde ich es denn jetzt nicht? Gucke ich dran vorbei? Hier auf der Liste. Also für alle Zuhörer und Zuschauer, die es selber suchen wollen, auf dem YouTube-Kanal von der Musikgesellschaft. Ist es drauf? Ja, aber warte mal, hilf mir noch mal ganz kurz. Wo bescheuert? Also ich habe es vorhin gesehen, aber jetzt finde ich es gerade nicht. Wo ist es denn auf der Liste? Ziemlich unten auf der Liste. Ziemlich unten auf der Liste. Highlights von Mary Poppins. So, Open Link. So, und jetzt, das ist jetzt noch Werbung für das ist nicht die Musik, war ein in Zug ansässiges Unternehmen aus der Minenwirtschaft. Ah, okay. Ich arbeite, glaube ich, in der Nähe, ja. Bergbauunternehmen. Bergbau. Dies ist kein gewöhnlicher Backofen. Backofen. Elektrolux. Elektrolux. Ganz genau. Wir werden nicht bezahlt von Elektrolux und wir sind eigentlich auch, was Haushaltsgeräte anbelangt, Patrioten. Elektrolux. Musikgesellschaft Royal Jahreskonzert 2018, 3. 4. März 2018. Mary Poppins. Richard und Robert Sherman. Oh, das wäre spannend. Den Anfang habe ich nicht mehr so im Kopf. Nein, ich habe nicht. Ja, genau. Ich glaube, es ist ein Stück, das haben die Leute von Anfang an einfach gerne gehabt. Oder ich habe es mir so in der Stil gebildet. Hey, es geht auch wahnsinnig viel ab.
Ja, das ist aber auch sensationell. Also ich habe natürlich dann die ganzen Bilder im Kopf vom Film. Der Film ist ja zauberhaft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Sherman Brothers haben ja zu der Zeit, haben die ja mehr oder weniger mit George und Ira Gershwin alles vertont. Mhm. Ja, kannst du mal ein bisschen vorspulen? So ganz gegen Schluss an Ja. oder so, die Ja. letzten 20 Sekunden oder so. Aha, nein, nicht mehr. Ja, Das ist der Name, den wir nicht super aussprechen können. Califragilisticexpialidocious. Ja, genau. Ja, es ist so cool. Ja. Und Super es schön ist eben gespielt. Super schön gespielt. Ja, und es ist eben auch so cool, weißt du, wenn du im Orchester innen sitzt und das kannst spielen, du fühlst das mega. Ist hammermässig instrumentiert. Ja. Oh. Ja. Traumhaft schön. Ja, ich habe Also vergessen, pass ich kann wieder. Auf YouTube. Mary Poppins, Musikgesellschaft Walchwil, dann findet ihr das. Und ein großartiges Detail. Hinten das Bühnenbild Mhm. einer 1930, 1940er Revue entnommen mit den Mustern und die Schrift, und mir fällt nicht ein, was für eine Schrift das ist, aber MGW auf großer Bühne, also riesengroß hinten. Das ist die Schrift, das ist eine ganz, ganz berühmte Hollywood-Studio-Schriftart. Mhm. Okay. Wem auch immer das eingefallen ist. Wie großartig. Ich Sowas weiß liebe gar ich. nicht. Ist im Deko-Team. Ich nehme es an. Keine Ahnung. Also, Ängst zu der Wahnsinn, Deko-Team. Ja, na, also Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Yeah. Sehr cool. Mary Poppins. Herrlich. Kindheitserinnerung. Ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Ah. Du bist dran, Frank. Also. Ich bin Nein. Ja. Wir müssen jetzt noch. Nein. Du musst jetzt noch eine Aussage machen zu der Musikalität. Wie hat es dir gefallen? Naja, Das, was du jetzt gehört hast? Also pass auf, ich gucke Musik ja, also Musik muss mir gefallen und das ist tatsächlich, wenn ich früher aus einem CD-Laden oder Plattenladen rausgegangen bin, was es noch gab, und ich die CDs oder die Platten auf den Tisch gelegt habe, haben die mich immer angeguckt und haben gesagt, was ist das denn? Was ist das denn für eine Mischung? Weil dann das letztendlich alles ist, wie jeder Jazzplatten immer nach dem Cover kaufen, ne? Nicht dann nach der Musik, aber alles andere von Rock über Jazz, über Klassik, über Punk, über Heavy Metal, über Filmmusik, was auch immer. So, es muss mir gefallen, es muss hervorragend gespielt sein, und es muss ich bin kein großer Freund von Covern, aber ein Cover muss hervorragend instrumentalisiert sein. Also wenn du sagst, das hat jemand anders gemacht, das ist kein Originalstück von uns und wir spielen das. Und das ist großartig. Weil das ja, also für mich laufen natürlich die Bilder von Mary Poppins im Kopf ab. Ja. Und ich sehe Julie Andrews, ne, und ich sehe Dick Van Dyke als Schornsteinfeger. Jim Jimmery, Jim Chiru. Ja, ich muss den unbedingt auch wieder mal schauen. Ja, Wahnsinn. Yeah. Nein, also großartig. Ich bin ja sowieso ein großer Freund der Musikgesellschaft Walchwil. Und das ist mega schön. Das sage ich nicht, weil ihr zwar jetzt hier seid, sondern weil das einfach, ich sehe, wie meine Kinder auch darauf reagieren und ich finde das einfach, also Live-Musik und dann so präsentiert. Das ist ja nicht nur gespielt, sondern das ist ja präsentiert. Du versuchst ganz das Beste. Ja. Ja, es klappt hervorragend. So, warte mal, jetzt haben wir also die Shermans gehabt. Ich habe vorhin das einmal erwähnt. Und da ist jetzt die Frage, was ich mache. Also, neben den Shermans waren Robert und Richard, gab es George und Ira Gershwin. Yes. Und George und Ira Gershwin haben, also für alles, was die Shermans nicht die Filmmusik gemacht haben, haben die beiden die Filmmusik gemacht. Und da gibt es also von alles, was man sich nur vorstellen kann. So, und ich habe hier 3 verschiedene und ich überlege mir, vielleicht kommen wir nachher drauf, aber ich würde gerne eine Sache nehmen, das ist aus Guys and Dolls. Das ist auch geil, was ich
Rhapsody in Blue habe ich noch, Amerikaner in Paris von Leonard Bernstein dirigiert. Okay. Wer kennt das nicht? Aha, kann ja ich kann es wahrscheinlich erst, wenn ich es höre. Ich kann ja Rhapsody in Blue kurz mal anspielen. Das ist bei einem Amerikaner in Paris, ist das die Traumsequenz von Oscar Levant. Ein Film, den ich liebe. Ein Amerikaner in Paris. Gene Kelly. Hört ihr das mal an. Und jetzt pass auf, die Klarinette, wie gleich hochgeht. Jetzt kommt das ist so herrlich. Hab ich Pipi in den Augen? Nee. Abgedeckten Ja, Trompete. so geil. Ja. Und sich dabei vorzustellen, wie die Proben abgelaufen sind. Mit Leonard Bernstein. Ein unglaubliches Genie. Als Dirigent, als Komponist West Side Story von Leonard Bernstein. So. Aber muss ein Tyrann gewesen sein. Irgendjemand hat mal in einem YouTube-Video geschrieben, Musiker, die Leonard Bernstein widersprechen während der Probe, ist sein liebstes Horrorfilm-Genre. Auch gut, das sind Dirigenten. Was? Ist ein bisschen. Aber ich würde trotzdem ganz kurz, also das habe ich jetzt noch mal einmal, weil es ist Guys and Dolls. Guys and Dolls ist ein Musical. Ja. Und Guys and Dolls ist ein Musical. Es geht, ich weiß nicht, entschuldigt bitte, in New York oder spielt es in Las Vegas? Keine Ahnung. Ich glaube, es spielt in New York. Und es geht so um die ganze Revue-Szene und Glücksspielszene in New York. Mhm. Und um Jungen und Mädchen. Guys and Dolls. Und ich habe hier eine Aufnahme von aus dem Sands in Las Vegas. Mal gucken. What's playing at the Roxy? Wer ist das? I'll tell you what's playing at the Roxy. A picture about a Minnesota man Dean so Martin. in love with a Mississippi girl that he sacrifices everything and moves all the way to Biloxi. That's what's playing at the Roxy. What's in the daily news? I'll tell you what's Frank in the Sinatra. daily news. Ist das okay? Story about a guy who bought his wife a small ruby with what spul mal ein otherwise would bisschen have been his vor. union dues. Also, Live at the Sands, Mhm. Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr. Hm. Da gibt es eine komplette Aufnahme davon und das ist so eine sensationelle Musik. Und angekündigt worden ist das Ganze auf den Billboards mit Dean Martin Live at the Sands. Maybe Frank, maybe Sammy. So, pass mal auf, ich spule aber mal ein bisschen vor. Die beiden When zusammen. you spot a John waiting out in the rain. Und nachher singen sie im Duett. Wie können zwei Stimmen so insane as zusammenpassen? only a John can be for a Jane. When you meet a gent Das ist doch paying all Hammer. kinds of rent Ich liebe die for a Musik. flat, they could flatten the Taj Mahal. Call it sad, call it funny, but it's better than even money. That the guy's only doing it for some doll. When you see a Ja, Joe Also- sensationell. saving half of his dough, Und Love it. stockbesoffen, Leute. Ja, that logisch. he making it for some doll. Also, ich muss When a bum noch buys einmal hören, wie die beiden wine zusammen like a singen. bum can't afford. It's Das a cinch ist- that the bum Und die is ganze, under the und die ganze, thumb of das some ist alles little broad. auf Apple Music oder auf Spotify, das müsst ihr euch von vorne nach hinten durchhören. Lately out of Es ist the lustig, jug, es ist and sensationelle he's Musik. still lifting jetzt? platinum for the raw. Call it hell, call it heaven. It's a probable 12 to 7 that the guy's only doing. Und faszinierend daran ist auch,
unten, also ist ja alles live, ne? Unten sitzt das Orchester. Mhm. Und die improvisieren so viel. Also zwischendurch Unsinn machen, anders singen, andere Einsätze und das Orchester folgt denen. Mhm. Das ist so unglaublich. Weil die wussten zu keinem oder an keinem Abend, wo geht's denn jetzt heute hin? Was machen wir denn jetzt hier? Herrlich. Ja. Also wenn man jetzt, das erste ist ja Gershwin gewesen, hast du gesagt? Also das erste war Sherman Brothers und das waren George und Ira Gershwin. Ah, ja, genau. So. Wenn du jetzt das erste denkst, was du gehört hast, was macht das mit dir? Als erste Also wo wir Rhapsody jetzt vorhin in Blue? gehört haben. Ja, Rhapsody in Blue. Rhapsody in Blue das ist der Hammer. Hm. Die Klarinette am Anfang. Ja. Kann nachher auch noch eine schöne Klarinette stellen. Ja. Ja, und jetzt aber auch. Es ist lustig, ich glaube, Frank Sinatra habe ich so gut wie alle Lieder, die er alleine singt, runtergeladen. Also wirklich fix runtergeladen. Das ist love it. Er ist für mich ein sensationeller Sänger und Musiker gewesen. Ich hätte ihn wahnsinnig gerne erlebt. Ja, da traue ich ein bisschen hinten an. Also ich habe ihn live im Fernsehen noch gesehen. Mhm. Also ich habe also wirklich live. Mhm. Ich war nie auf einem Konzert, ich habe alle Sammy Davis Jr., Dean Martin und Frank Sinatra, auch dank Oma Siggi, live im Fernsehen gesehen. Weil auch da gab es überhaupt keine Diskussion. Aber auf Konzerten war ich nicht. Bei uns war mehr so quasi Geister und so angesagt. Ja. Auch das ist schön. Ja. So, komm, wir spielen mal ein bisschen mehr Musik, ne? Wir machen mal ein bisschen mehr, erhöhen mal die Pace. Du bist dran. Hey, was für mich faszinierend ist, da kann ich ja bei den Filmen ein bisschen mitreden, das ist die ganze James Bond-Serie. Ja. Was für mich dort faszinierend ist, die Titelsongs vom ersten Dr. No, nein, den habe ich jetzt nicht, aber sicher von Goldfinger weg bis zur letzten. Angela Bassett. Du hörst jedem Song an, dass ein James Bond Ja, das stimmt. Ist unglaublich, ne? Ja, Musik. das stimmt. Das stimmt. Ich weiß nicht was. Ich habe mir das manchmal überlegt, aber das. Selbst China Easton. Ja. Und da, also. Ich weiß nicht, wenn wir die nächsten 3,5 Stunden ein bisschen James Bond Filmmusik hören. Ja, ich habe tatsächlich auch einen James Bond und ich bin mal gespannt. Man könnte erraten, wen ich genommen habe. Doch. Nein. Doch. Oh shit, ist das. Könnte ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es Moore ist oder wieder Connery. Scheiße, weiß ich nicht. Aber man kann es erraten. Also, aber du möchtest, also welchen James Bond? Nein, ich habe keine Auswahl. Also ich habe keinen Favorit. Aber ihr habt ja auch was gespielt. Welchen haben wir gespielt? Also ich bin der erste Bond-Film, den ich selber im Kino gesehen habe. Bei Vitaminmangel. GoldenEye gewesen. Ja, aber das ist auch meine. Das ist mit dem Pierce Brosnan. Genau, der erste. Und das ist dort, wo er im Dschungel ist mit dieser Natalia, oder? Tina Turner, ne? Tina Turner, genau. Ah ja, Tina Turner, die der gesungen hat, ja. Aber im Film selber ist er dort im Dschungel. Am Anfang springt der Staumut, wenn Saskia ja, genau. Ja. Also mein James Bond war Roger Moore. Meinen eigentlich auch, ja. Damit habe ich. Nein, meine war der Pierce Brosnan. Ja. Können wir noch einfach schnell so einen kleinen Einwurf. Es ist ja in der Diskussion, ob James Bond soll weiblich werden. Was haltet ihr von dem? Also er hat schon nicht dürfen sterben. Ja. Finde ich auch. Also da gibt es, ich habe neulich eine sehr, sehr interessante, aber wir müssen ein bisschen mehr Musik spielen. Aber trotzdem, ich habe neulich einen sehr interessanten Artikel dazu gelesen. Und zwar hieß es dabei, James Bond ist nicht der richtige Name, sondern James Bond ist eine Bezeichnung für eine Funktion. Also, noch ein natürlich 007, aber letztendlich ist es der James Bond.
Und deshalb konnten es logischerweise, ne? Also, jetzt kriegen wir mal alle zusammen. Connery, Moore, der nur einen Film gemacht hat. Der Lazenby. Lazenby, George Lazenby. Dalton. Timothy Dalton hätte ich vergessen. Genau. Hm. Pierce Brosnan. Und dann jetzt Daniel Craig. Daniel Craig, ja. Und für mich ist eigentlich jeder zu seiner Zeit, für mich gibt es keine schlechten. Mhm. Jedes zu seiner Zeit und ich finde die Ja. Vergleiche, der Moore finde ich auch cool. Ja. Ist ganz anders als die nachfolgenden mit seinem Humor und so. Aber es sind alle gut. Ja, es ist schon spannend. Aber für mich geht es jetzt zum Beispiel gar nicht, also dass der könnte weiblich sein, das ist ein weiblicher James Bond, Das geht geht nicht. einfach gar nicht. Ich würde auch Nicht. vorschlagen, dass man das nicht macht. Okay, nicht gegen das weibliche Geschlecht, aber nein, wirklich nicht. sorry. Aber ich würde auch Ja. nicht vorschlagen. dass- Okay. Also wir spielen jetzt aber mal James Bond 007. Das ist der Link, den du hier dazu Ja, ich habe mich eben nicht können entscheiden. Da bin ich auch wieder von der Blasmusikseite. Das Ja. ist eines der coolsten Blasmusikarrangements, die Tipptopp. es gibt. Dann spielen wir das. Bin ich gespannt. Also ist das auch eine Aufnahme von uns? Nein, aber wir haben es mal gespielt. Okay. Goldfinger. Ja. Mm. Super schön. Gleich kommt schräg drauf an. intoniert. Das ist jetzt dann aber. Das ist Ah. China Easton. Ja, aber die Intonation ist... Ich glaube, ich habe mich beim Link vertan. Ah, sicher? Ja. Ich habe sogar gedacht, die Intonation finde ich ein bisschen schwierig. Also es ist nicht Musikgesellschaft Walchwil, das weiß ich. Nee. For your eyes only. For your eyes only. Genau. China Easton. Machen wir ein bisschen. Sollen wir das gleich erkennen? Ja, ja. Das ist- Dr. Ja. Genau. Was ist denn dein Favorite Song? James Bond. Genau. Es ist ein Titelsong. Es ist ein Titelsong. Ich muss nachgucken, also der Kein Scope. Score. Score. Naja, gut, Score. also ist das ja, also Score. die ganzen, ob es jetzt Tina Turner oder China Mhm. Easton oder wie auch immer, das sind ja auch alles Scores, weil die extra dafür gemacht worden sind. Von Leben und Sterben lassen. Ja. Wisst ihr, wer das gemacht hat? Ja, mich muss so Zeug nicht sagen. Paul McCartney. Richtig. Oh, show me. Oder das? Live and Let Die. Genau. Live and Let Die. Und das ist wirklich so. Das ist dann hinterher nochmal, also es haben ja viele dann nochmal aufgenommen und es gibt auch eine großartige Version von Guns N' Roses. Von Live and Let Die. Okay. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. Ich kann das nicht. Na, gleich kennst du es. But if this ever Es ist auch unglaublich, world wie der Charakter des Songs wechselt jetzt gleich. makes you give in and cry, say, live and let die. Ah. Live and let die. Aber das ist doch jetzt also so James Bond Orchester, nicht? Das ist für mich jetzt wieder so voll James Bond Soundtrack. Ja. Jetzt kommt es die Ja. Schiffe die unverkennbar. Ja.
Hey, nein. Kommt noch Reggae. Das ist innerhalb von kürzester Zeit. Der Song ist 3,5 Minuten. Und hat jetzt schon das dritte unterschiedliche Stück in dem einen Song drin. Echt geil. Also Paul McCartney und Wings ist das, ne? Okay. Super. Nein, aber ich kann Wisst ihr, wer das kommerziell der erfolgreichste war? Oh nein. James Bond oder Lied? 25 Lieder. Hm. Welcher Song? Ich weiß nicht, wie der heisst, was ist die von der Adele? Aha. Ja. Ja, gut. Gut, der ist auch sehr geil. Oh. Den könnte ich jetzt aber nicht. Ich habe irgendwann hab ich abgehängt, glaube ich. Nein, das ist Daniel Craig. Ich glaube, das war der erste mit dem Daniel Craig. Sehr geil. Ich muss gerade schnell. Im Ohr habe ich ihn auch nicht gerade, aber... Nein, genau. aber das ist sehr geil. Nein, Frank, den kannst du vielleicht schnell suchen. Unbedingt. Adele, James Bond, der ist Skyfall. Ja. Skyfall. Ja, Achso, jetzt habe ich das weiß ich. Und jetzt hast du ihn gerade in den Ohren. Na, 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 na. Ja, stimmt. Da, Und da, da. Adele, ich finde sie ja unglaublich lustig. Ne? Ja, die ist der Hammer. Die ist ja so lustig. Ja, ich finde die der Hammer. Ja. Skyfall Song Mhm. featuring a Young Thug. Stimmt das? Young Nee. Thug. Nee, das ist was anderes. Song Adele, da ist er. Entschuldigung. Ja, genau. Alleine das. James Der Bond. Akkord, genau. Ja. Lange. Ja. Wahnsinn. Ja. 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 Sitzen. Ja, sehr geil. Entschuldigt bitte, aber ihr könnt das ja alles dann auch nochmal nachschauen. Also Adele Skyfall. Skyfall. Ja, sehr herrlich. Ja. Daniel Craig schon auch ein sehr, sehr geiler James Bond. Absolut. Der Wahnsinn. Daniel Craig. Ja. Hey, ich habe am Anfang mega Mühe gehabt. Na, Ich habe so Mühe gehabt. Nein, ich habe so Mühe gehabt, weil plötzlich irgendwie so einen blonden, blauäugigen James Bond zu haben. Ich habe es ganz schwierig gefunden am Anfang. Lustig. Das Okay. ist einfach für mich auch wieder, wie ich letztes Mal gesagt habe, wie ein Schubladen, oder? Mhm. Das ist Daniel Craig, Ja. vorne hast du Pierce Brosnan und Ja. die darfst du nicht vergleichen miteinander. Nein, aber es ist so lustig. Ich habe wirklich einfach mit ihm zuerst wirklich gedacht, ui nein. Wie ist denn James Bonds militärischer Rang? Welche Waffengattung und welcher Rang? Oh Gott, da bin Navy, Raus. Navy? Stimmt. aber so mit der Grad habe ich es nicht. Nee, ich Einfach bin da mit raus. Ich Militär. habe keine Ahnung, was es ist. Commander Bond. Commander. Okay. Oh Gott. Ah, herrlich. Also, und was ist jetzt das für ein Rang, Commander? Warte mal, Commander ist in der Navy. Gut, ich bin ja auch ausgemustert. Insofern, ich war ja da nie bei In dem der Navy. Verein. Ja. Nee, nicht bei der Navy, sondern Aha. insgesamt. Und was ist denn Commander? Das können wir, wenn wir nur irgendein Gerät hätten, auf dem wir das nachgucken Aha. können. Ne? Ah, ich habe gemeint, du weißt das. Nee, Sorry. ich weiß nicht, aber ist das nicht sowas wie Hauptmann? Hey, aber das schaue ich jetzt nicht nachher. Nein, okay. Wir machen mal weiter. Was? Pass auf. Ich würde gern wo wir gerade bei der Navy waren, ich würde gern das Ruder rumreißen und in eine völlig andere Richtung gehen. Wir kommen also aus dem Agentenbereich. Obwohl, fällt mir gerade ein, ich hätte einen herrlichen Anschluss. Ich reiße es nicht ganz rum, ich gehe aber aus dem Agentenbereich, gehe ich in den Kriminalbereich. Okay. Und ich gehe in den Kriminalbereich mit einem der besten Krimis aller Zeiten. Mit Steve McQueen. Bullitt. Der 1967 gedreht wurde, meinem Geburtsjahr, 1968 in die Kinos gekommen ist und komplett in San Francisco spielt. Und der berühmt ist für die längste, heute noch, Autojagd, die je in einem Film gezeigt worden ist. 10 Minuten. Hey, nein. Okay.
10 Minuten, auch das auf YouTube ist das Bullet, The Chase. Bullet geschrieben B-U-L-L-I-T. Kennst du den Film? Nein. Okay. Wahnsinnig fotografiert. Wahnsinnig, also der Score ist von Lalo Schifrin. Das ist ein Begriff, ja. Und ich habe jetzt mal, also den ganzen Score durchhören, das ist ein Hammer. Aber ich habe jetzt mal den Main-Title und der Main-Title ist schon unglaublich. So, 10 Minuten Verfolgungsjagd mit einem Ford Mustang GT390 Fastback, der verfolgt wird, beziehungsweise er verfolgt einen Dodge Charger. Also die fahren mit 2 V8 durchs nicht abgesperrte San Francisco und verlieren vollkommen die Nerven. Das ist unglaublich. Also filmisch Wahnsinn. Und das ist die Musik. Also ich habe das ist der Anfang von der Verfolgungsjagd. Nee, das ist der Main Title. Verfolgungsjagd ist noch was anderes. Also die Harmonie ist ja genau gleich Wie? wie Mission Impossible. Anfang. Er hat ein bisschen etwas. So, also genau, und jetzt. Kann sich nicht verleugnen. Bassgitarre. Nein. Schifrin. Ja. Nicht geil. Was für eine Gitarre ist das? Sehr geil. Das ist die Bassgitarre und das Im andere. Hintergrund. Genau. Was spielt die Melodie? Kann nur eine Gitarre sein. I don't know. Querflöte? Und die Gitarre man müsste das nochmal nachgucken, das muss noch Hollow Body Gretsch sein. Okay. Keine Ahnung, ich bin kein Gitarrenprofi. Also ich Das höre ist nochmal Posaune. Jetzt ein bisschen Trompete dazu. Hälse sind ja geil. Was für ein Pace das auf einmal bekommt. Sax. Sehr geil. Alt oder Tenor? Tenor. Ja, da bin ich das erste Mal nicht sicher. Ich hätte gesagt, es sind alt gewesen. Kannst du mal das einspielen? Ich glaube, das sind alt. Ja, jetzt ist es vorbei. Macht nicht. Ich hätte gesagt, tiefe alt. Ja, Sax ist Sax. Nein, sag das nicht. Also ein unglaublich sehenswerter Flöte Film. wieder. Ein wirklich sehenswerter Film. Eine geile Story. Und so von der Ästhetik her. Ästhetik her. Wahnsinn. Okay. Und wie die das gemacht haben, die haben vom Ford Mustang haben sie 2 Stück gehabt. Einen haben sie gehabt, den sie von draußen gefilmt haben, den sie dementsprechend für die Verfolgungsjagden modifiziert haben. Und einen haben sie dann genommen, exakt den gleichen, die beide, das ist auch ein absoluter Hammer, die beide eine fortlaufende Seriennummer hatten, 559 und 558 oder 558 und 559. Und den einen haben sie eben für die Verfolgungsjagden zurechtgebaut und den anderen haben sie dann so umgebaut für die Nahaufnahmen von Steve McQueen, während er mit dem Ding durch San Francisco kachelt. Okay. Mit einem 6,2 Liter V8 handgeschaltet. Ohne Fahrhilfen oder sonst was. Und, so. Und dann neben ihm halt eine Kamera. Und damals die Kameras, das waren einfach 35 mm oder 70 mm wahrscheinlich sogar Kameras. Von der Filmbreite her. Riesig. Das Ding so groß wie eine Waschmaschine. Neben ihm dann auf dem Sitz. Also, sensationell. Ich bin so ein bisschen ich habe so ein bisschen Leidenschaft für das Thema. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Wenig. Man merkt es so ganz wenig. Soll ich auch, jetzt muss ich noch euch ein Feedback haben zu dem Song jetzt. Weißt du, wenn es jetzt los ist, was macht das mit dir? Ich finde es faszinierend, wenn du bei Musik von relativ kurzer Zeit kannst du einem Komponist zuordnen. Ja. Gut, du hast jetzt Schifrin gesagt. Ja. Ich am Anfang von der Harmonik her ist. Ja, du hast gerade gesagt. Ist Mission Impossible. Ja. Genau. Ja. Krass. Und wenn du den Film siehst
und gar nicht mal, was gezeigt wird, wovon er handelt, sondern wirklich nur die Filmästhetik. Das heißt also, das Licht, die Farbeinstellungen, das ist die Musik dafür. Das passt so unglaublich. Ja, es ist so lustig, dafür. aber wenn du das jetzt vorstellst mit dem Mustang und mit dem Dodge Charger, Verfolgungsjagd durch San Fran und dann der Song, es ist irgendwie noch cool, es ist so oldschool. Es ist auch so ein bisschen 80er, aber ist ja, nein, was hast du gesagt, 68 ist der Film rausgekommen, gell? 68 ist er Ja, rausgekommen. krass. Ja. Sehr geile Musik, finde ich sehr, 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 sehr geil. Ich spiele mal ganz kurz was an, wenn ich darf. Ich spiele mal an und in dieser ganzen 10-minütigen Verfolgungsjagdsequenz wird nicht ein Wort gesprochen. Nein. Sondern du siehst nur die Autos von drinnen, von draußen und hörst Folgendes. Das wollen wir natürlich nicht hören. Das ist Werbung, ganz genau. Die Aber YouTube-Werbung. ganz genau. Also, skip. Okay. 10 Minuten. Und mitten durch den Verkehr in San Francisco. Guckt euch das an. Es ist ein Stück Filmgeschichte. Also Es ist gut. wirklich ein absoluter Hammer. Roland, Also, nächster Song. haben wir was aus dem Kriminalbereich? Mm, Oh kommt ja. mir nicht mehr. Oh ja, ich sehe etwas. Kriminaltango in der Taverne. Den hätte ich fast. Nee, Kriminal Tango hätte ich nicht gehabt. Ich hätte aber. Den haben wir, glaube ich, auch mal gespielt. Ganz genau. Tada. Orson Welles. Anton Karasch. Genau. Weiß ich nicht. Karasch. Karasch, Keine glaube ich, ne? Ja. Ja, so. Österreicher Zitterspieler. Ja. Ja. Genau. Also, was hast du denn dort noch drauf? 1949 komponiert. Das Ja. kennt jeder. Das Zitterding. Ja. Das Zitterding. Tada. Genau. Und der dritte Mann, der Film ist doch mit Orson Welles, ne? Hey. 1949, keine Ahnung. Ja gut, so alt bin ich nur auch nicht, aber Ah ja. Das ist nicht ganz 20 Jahre vor deiner Geburt gewesen. das ist die Originalaufnahme. Ist das eine Mundharmonika? Jetzt muss es dann. Ich habe hier natürlich auch noch der dritte Mann von Zitter Andal, aber Ja. Mhm. und das ist die Originalaufnahme von 1949 irgendwo Okay. im Studio aufgenommen, Raummikrofone auf Shellac gepresst. Ein Schwarz-Weiß-Film. Muss sein, ja. Sehr geil. Schwarz-Weiß-Film. Sehr geil. What else? Nein, also man muss noch irgendeinen Favorite von dir, Rolli. Also, what else? Hey, was ich einer der besten Filmmusiker finde. Mhm. Ja. Das hat vielleicht mit Kindheitserinnerungen zu tun, Mhm. aber ich weiß. Es gibt nur eins. Ich weiß es. Ich habe es gerade gesehen. Ah. Winnetou. Nein. Scheiße. Ah, also Winnetou ist auch Der geil. ist einfach auf der Liste. Da ist einfach alles auf der Liste, wo man schon gespielt hat. Nein, ich bin ein bisschen jünger. Dort hat es, ich glaube, der Hans Zimmer hat, glaube ich, das Instrumental gemacht und der Elton John hat die Songs gemacht. Okay. Also Lion King. Definitiv. Ah. Hammer. Ah, stimmt, das ist Hans Zimmer. Da bin ich nicht Nein, ganz Lion King sicher. ist Hans Zimmer, das stimmt. Aber die Songs hat Elton John geschrieben. Hat er- okay. Alle Wow. Wow, Lion King, das ist, ja, da habe ich Pipi in den Augen. Das ist für ja, mich, definitiv. das ist... Und ich weiss, ich bin im 21. bin ich 3 Wochen in Afrika gewesen, und wir haben 10 Tage Safari gemacht. Und weil das irgendwie so zwischen Covid innen war, sind mein Kollege und ich, wo ich jetzt in New York bin, besuchen, wir sind alleine gewesen in einem Safari-Jeep. Und wir sind immer zum Sonnenaufgang raus.
und zu Sonnenuntergang natürlich auch draußen gsi. Ich habe meinen Speaker dabei gehabt und Lion King gehört. Hey. Nein, nein, voll kitschig. Nein, ich weiss, voll kitschig. Aber das ist ein Fall. Nein, also das ist... Ja, Wahnsinn. Ja. Also, Also das mit, hier ist ja. Circle of Life. Ja. Und hier steht dann jetzt aber Carmen Twilly und Lebo M. Also das ist nicht die Version von Ich nehme an, das ist das, was... Elton John. Was Das ist der singt, ja. Original Motion Picture Soundtrack. Und hier ist auch tatsächlich Elton John, Tim Rice, sagt mir auch irgendwas, Rice, ja. und Hans Zimmer. Sorry, ich muss jetzt das mal hören. Okay, komm. Ja. Und der Text. There's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in here, more to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps great and small Wir, on the air. wir nehmen es. Angie dreht durch. Ja. Nein. Und es gibt so viele Disney-Filme, Ah. geniale Filme. Ja, aber Ja, Moment, hey, also das versteht Disney wie kein anderes Unternehmen. Definitiv. hey, Also no. also Lion King habe ich nie gesehen. Nicht. Frozen habe ich ungefähr 100-mal und gesehen? das reicht lange nicht. Na, Ne? okay. Und jedes Mal freue ich mich so sehr über die Musik. Ne? Aber jetzt warte mal, jetzt lese ich für diejenigen, die es interessiert, die Stimmen in Original Lion King, also von wann ist der? 93, oder? Ja, der Irgendwie ist sowas in den Dreh. Ja, Also wer denn die Zeichentrickfiguren gesprochen hat. Also ich lese nur mal die vor, die vielleicht ein paar dann kennen. Rowan Atkinson, Mr. Bean. Ja. Jeremy Irons, Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, sehr Und den gerne. kennt niemand mehr, aber diejenigen von euch, die ihn kennen, Cheech Marin. Das ist Cheech and Chong. Das ist aus den 70ern, 80ern, sind Kifferfilme, also absolute Legenden. Der großartige Nathan Lane, der Schauspieler Nathan Lane, der im Original Ein Käfig voller Narren mit Robin Williams gespielt hat. Nathan Lane ist, das ist. Wen haben wir noch da gehabt? Sally Dworsky. Wahnsinn. Also eben mich berührt das sehr. Also jetzt eben Lion King, das ist das, eben da habe ich jedes Mal, also wenn ich das bewusst höre und auch wenn ich mich in den Text hineingebe, da läuft es mir runter. Was denkt ihr, ist das, was ist das, was das ausmacht? Was transportiert so dermaßen die Emotionen in der Musik? Die Harmonik, Melodieführung, das Zunehmen von der Intensität. Das ist so dankbare Musik. Auch, also, das ist immer Geschmackssache, aber ich sage immer, das ist Musik, die kann einem nicht gefallen. Die kann einem Nicht gefallen, ja. Nicht Nicht gefallen. gefallen. Und da kannst du das Orchester holen. Da schaffst du es auch mit einem Amateurorchester, Emotionen reinzubringen, die zum Teil manchmal schwierig ist, weil sich jeder muss auf die Noten konzentrieren und so. Ja. Bei solcher Musik ist einfach sehr dankbar. Und dann nachher kommt das Publikum, kennt es und es reagieren alle gleich. Ja. Das ist extrem dankbar. Und ich darum, solche Titel gehört, also ganz viel in dieser Art Musik. Oder? So etwas gehört in jedes Konzertprogramm. Ja. Ja, es ist so krass. Also, ja. Ja. Pass auf, ich mach mal. Übrigens, Rowan Atkinson, Ja. der hat mal in einem James Bond-Film mitgespielt. Weißt du, in welchem? Ich weiß nur, dass er Johnny English.
gespielt hat. Ja, auch nicht ganz ein richtiger. Sag niemals nie. Ah, Das das wusste ich Comeback vom Sean Connery. Sean Connery. Also das zweite Das zweite Comeback. Ja. Okay. Nee, das wusste ich nicht. Aber das ist ja außerhalb von der offiziellen Reihe. Ja. Also ich weiss nur, Mr. Bean macht Ferien ist auch ein lustiger Film. Ja. Aber das stimmt. Hey, nein, sorry, und ich finde es eigentlich mega schade, dass nie mehr Mr. Bean läuft. Das ist im Fall voll meine Kindheit. Weihnachten. Ja, ich habe so viel... Neujahr, so Ja, voll. Neujahr, Ich habe Silvester. so viel Mr. Bean und ich habe immer müssen lachen, wenn ich als Kind Mr. Bean geschaut habe. Ein Immer. großartiger Schauspieler, Ja. auch ein großartiger Theaterschauspieler. So. Nein, Hammer. Also Pass die auf. Mimik und die Gestik, ja. Ich komme mit dem Drilling. Mit dem und Drilling. Mit dem Drilling, ganz genau. Und ich komme mit dem Drilling, also an Musik, weil wir jetzt wirklich einen ganz, ganz harten Schwenk machen ins Western-Genre. Gut. Und da komme ich mit einem ganz bekannten und mit zwei Filme sind großartig. Also alle 3 Filme sind großartig. Aber die beiden, den letzten spare ich mir dann auf, die beiden letzten von den 3, die ich jetzt spiele. Herrlich. Beides John Wayne-Filme. Und der erste ist The Magnificent Seven, die glorreichen 7. Im Original auch irgendwie aus den 60ern. Mit Lee Marvin, Robert Vaughn, Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, nicht Lee Marvin, das ist Quatsch, James Coburn. Und Horst Buchholz. Von allen Leuten. Horst Buchholz, genau. Der deutsche Schauspieler Horst Buchholz von allen Leuten. So, dann gab es ja Sehr nochmal geil. irgendwann ein Remake. Und das ist die Musik. Ich kann den Horst Buchholz nicht. Nein. Das müsste dir gefallen, Roland. Hammer. Ja. Zu der Erinnerung an die Rekrutenschule haben wir das aufgenommen. Seht ihr? Ja? Ich finde das so spannend. Weil da ist wie so zwei... Ich habe wie so 2 Linien, die ich höre. Das stimmt. Ah ja, die Rhythm-Section, also der Rhythmus und die Melodieführung oben durch. Ja, aber ja, es ist so der Rhythm und was ist dort? Was sind das Euphonium oder Posaunen, die dort so ziehen? Weißt du, und dann das oben durch. Kannst du mal? Also, Nein. entschuldige bitte. Entschuldigung. Ich hab Was sind das nicht- Posaunen oder Euphoniums? Teufels. Weiss ich. Weißt du, weil du hast da oben so das. Weißt du, was ich meine? Nein. Rhythmisch. Ja. Das ist schon der rhythmische Teil vom Blech und Ja, und Streicher ja. oben durch Ja. mit der Melodieführung. Ist das neurodivergentes Musik hören? Keine Ahnung. Genau. Also, Hammer. Und das ist auch also Westernmusik wie Westernmusik. So, und jetzt kommen wir zum nächsten. Und das ist ein Film, John Wayne, der Duke. Einer seiner Paraderollen. Also die beiden Filme, die ich jetzt als Musik anspiele, sind 2 Paraderollen für John Wayne gewesen. Übrigens auch ein sehr, sehr guter Afrika-Film mit John Wayne ist Hatari. Auch ganz großartige Satari? Musik. Hatari. 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 Genau, Hatari. genau, Hatari. John Wayne als Tierfänger. Schreibt mir das auf. Hatari. Wahnsinn. So, und was ich jetzt spiele, ist also die Titelmusik von Chisholm, einem absoluten John Wayne-Klassiker. Und das Interessante an der Titelmelodie ist, es kommt ganz am Anfang ein Gedicht. Und das hat einen wahnsinnig schönen Text. Und dieses Gedicht wird gelesen von dem Schauspieler, der den Original Marshall Matt Dillon bei Rauchende Colts gespielt hat. So, und jetzt kommt ihr. Das alles wird den Älteren was sagen und die werden jetzt, die werden durchdrehen. Also pass auf. All diese Informationen, die man hier bekommt. So, jetzt wollen wir noch hoffen, dass es gleich losgeht und ich werbe. Ja, es geht gleich los. Und so weiter.
Intro von der Wochenshow so früher. Ja, hat ein bisschen etwas. Schweizer. Ich habe zwar, mir ist gerade Sissi in den Sinn gekommen. Und gezeichnet der Vorspann. Aha. They say that you can't make it. Will you hark to what they've said, or will you move your beeves from Texas across the River Red? They're betting you can't make it, but you bet your life they're wrong. So keep riding toward the Pecos to find where you belong. Chisholm, John Chisholm, weary, saddle warm. Okay. So groß. Can you still keep going? Aber der Anfang ist wirklich so ein bisschen wie Sissi-Film. Nicht? Ich weiß gar nicht. So, also im Grunde genommen, der gesamte Vorspann erzählt den gesamten Film mit den Gedichten und all das. Und John Wayne trifft dann also ist John Chisholm so eine riesige Farm in Texas, Arizona und am Pecos. Und dann kommt Pat Garrett. Und Pat Garrett kommt und lernt dann auf der Farm auch William Bonney kennen. Und William Bonney ist Billy the Kid. Und Pat Garrett, und die werden Freunde, aber Pat Garrett ist dann tatsächlich derjenige, der als Marshal Billy the Kid erschossen hat. Also es ist teilweise eine wahre Geschichte. Okay. Also Wahnsinn. Wieso kannst du dir das alles merken? Gell? Warum? Wahnsinn. Nein, ich sitze so da und denke so. Ja, nein, nein, weil das, ich habe dann tatsächlich auch schon als Kind, ich habe das gehört und habe dann auch wahrscheinlich zu viele Fragen gestellt, weil ich das alles wissen wollte, weil ich das auch, und dann, Aber dann okay, warte mal, merkst Billy du the das Kid, alles, William Bonney, Billy the Kid, warte mal und sowas. Und dann bin ich nach hinten zum Lexikon gelaufen und habe im Lexikon nachgeguckt, was das, so, pass auf. Und jetzt, und das hier. Und jetzt ist noch der Drilling, also der dritte von dem Drilling. Und das hier, was ich jetzt spiele, ist meine absolute Nummer 1 Lieblingsfilmmusik. Ui. Das ist Nummer 1 und danach kommt verdammt lange gar nichts. Das ist ebenfalls aus einem John Wayne-Film und der Film heißt El Dorado. Mhm. Und El Dorado, der Plot tatsächlich, den gibt es zweimal, den Film. Beide mit John Wayne, aber mit unterschiedlichen zweiten Hauptdarstellern. Bei El Dorado ist der eine Hauptdarsteller Robert Mitchum als versoffener Sheriff. Mhm. Und bei Rio Bravo ist es Dean Martin als versoffener Sheriff. Der Dean Martin ist ja so hübsch. Ja, aber beide Filme sind im Grunde genommen die gleiche Geschichte. So. Okay. Und El Dorado und es geht folgendermaßen. Es fängt ein bisschen ähnlich an, ich ziehe es noch hoch. Und wir müssen nachher dann auf den Chor warten. Wir müssen das ein bisschen länger anhören. Sehr nice. Through sunshine and shadow, from darkness till noon, over mountains that reach from the sky to the moon, a man with a dream that will never let go, keeps searching to find El Dorado. So ride, only ride to the end of the rainbow. Ride, only ride. Und jetzt finde ich das herrlich. Jetzt geht's, glaube ich, gleich was einen halben Ton oder einen Ton höher. Pass auf. Das kennt ihr, wisst ihr besser. The winds become bitter, the sky turns to rain. Und gleich setzt dann der Chor ein. Und das ist. But he'll never turn back, though he's lost in the snow, for he has to find El Dorado. So ride, boldly ride, to the end of the rainbow. Ride, boldly ride, till you find El Dorado. Also, ja, könnte ich. Das könnte ich. Und
Und die Anfangsszene, und die Musik läuft dann aus, und die Anfangsszene ist dann, dass Robert Mitchum als noch nicht versoffener Sheriff, aber Sheriff, über die Straße geht und in die Kneipe reingeht und sagt, Thomas, ich bin hinter einem baumlangen Kerl her, er ist auf dem Schecken gekommen, der da draußen steht. Und wenn ist das komponiert worden? Das muss gewesen sein. Wann ist der Film rausgekommen? Irgendwann Anfang der 60er. Ich würde jetzt Martin Böttcher unterstellen, dass er bei seiner Winnetou-Melodie Geht ein bisschen so ein bisschen irgendwie höre abgezockt ich hat. Winnetou. Ich bin nein, nicht mit Winnetou, das war vor meiner Zeit, aber gleich. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe das daraus rausgehört. Ja, das kann sein. Melodieführung und Ja. hinten dran eigentlich. Ja. Also es ist, Aber wir können so ja auch noch mal typisch Western. in Winnetou noch mal reinhören. Ja. Darf ich dich noch schnell etwas fragen, Frank? Ja. Ja, also ich glaube, die haben insgesamt alle so ein bisschen aufeinander gehört und haben gesagt, das passt doch sehr schön. Ja, aber auch das Ich glaube, nicht. Winnetou Also, war ein bisschen später, gewesen, oder? Das ist, glaube ich, so Ja, Ende ja. 60er, Anfang 70er. Ja. Ja, das ist doch einfach so, das ist so schön. ja. Definitiv, ja. Mein Bruder. Ja. Mhm. Kemo Sato. Ja. Ich habe mal versucht übrigens Karl May zu lesen, Winnetou 1, 2, 3. Gar nicht. Ganz schwierig zu lesen. Ganz Ah, schwierig zu sicher? lesen. Ja, ich fand das ganz schwierig zu lesen. Also einfach, wie es geschrieben ist, Satzbau oder Nicht schön geschrieben. einfach so fand nicht ich. fesselnd? Aber du wolltest was Okay. fragen. Ja, ich wollte dich einfach fragen, was berührt dich jetzt an dem Lied vorher so? Was ist das, wo du sagst, das ist für dich das Nonplusultra? Ist es der Text oder ist es bei dir mehr Kombi? Weil ich habe ja die Bilder nicht, weißt du, was du jetzt aus dem Film hast. Und ich finde es cute, ich finde den Text mega schön. Ja. Also ich kann mir sehr bildlich vorstellen, wenn ich ihm jetzt zulasse, wenn er singt, wie er da auf seinem Hobby ins Eldorado reitet oder das Eldorado sucht. Das kann ich mir bildlich vorstellen. Aber was ist es? Also es war von Anfang an, ich habe den Film das erste Mal gesehen und ich habe den aufgenommen und ich weiß nicht, wie oft ich die VHS-Kassette zurückgespult habe, um das Lied zu hören. Ja, okay. Und es ist gar nicht mal der Text, also insgesamt die Stimme. Mhm. Also ich finde ein Chor Mhm. und auch so, wie er da reinkommt. Und es ist ja kein orchestraler Chor, sondern ist ja pass mal auf, die stehen die am Lagerfeuer und jetzt singen die und geben so viel Druck da rein. Und das ist insgesamt, also die Stimmen, die Melodie, also wirklich die Harmonik, die da drin ist, ne, das hat mich, also ja, bis heute. Was sagst du zu dem? Gell, ich glaube, es hat schon mit den Bildern zu tun. Ich habe das jetzt, glaube ich, zum ersten Mal gehört. Mhm. Ja. Also ich auch. Ja. Und dann nachher die paar Takte Winnetou. Ah ja, du Hast bist gerade im Film. Sicher. Aber Bist du direkt in Jugoslawien? Ja. Genau. mega. Ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, von wo hat eigentlich der Bulli seine Filmmusik genommen? Jetzt an Der Michael Bulli-Herbig. im Kanu. Bist du das noch Kanu nicht- schauen? Nein, noch nicht. Hey, Aber, also aber ich finde die Filmmusik aber auch noch witzig. ja, Die ist auch im Stile von, Ja. glaubst du, wenn ich das Ja. so richtig im Kopf Ja. habe. Ich weiß auch nicht, wer die gemacht hat, aber wird da hundertprozentig jemanden gesagt haben, so. ja. Und dann hat sich jemand hingesetzt, jemand Talentiertes und gesagt, ja gut, alles klar. Ich bin übrigens jetzt in New York und da in Zug 2 von den schlechtesten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe, schauen. Beim einen bin ich sogar zum Kino ausgelaufen. Okay. Der neueste Superman, super Bullshit, müsst ihr nicht schauen. Verstehe ich überhaupt nicht, was das soll. Und der neue mit der Dakota Johnson und dem Hübschen. Ach so, dem. Mhm. Ja, nein, nicht der Pablo Escobar. Pablo. Nicht der Pablo Escobar. Ist ja gleich. Der ist Frauen wieder- wissen, der was ist ich wieder meine. da. Das müsst ihr nicht schauen. Okay. Ganz schlimm. Okay. Mhm, genau. Ja. Ist mir jetzt einfach gerade in den Sinn gekommen. Ich habe heute gerade So einen wie Ausschnitt Filmrede. gesehen aus apropos Dakota Johnson. Mhm. Ja, gut. Aber die Frau von die Tochter von Don Johnson. Ja. Einen Ausschnitt aus Miami Vice gesehen. Mhm. Heute. Miami Vice mit Don Johnson, mit, wie hieß er nochmal? Der andere Stubbs und Stubbs und blablabla und Ben Stiller. Die haben ausgesehen. Okay. Die haben alle ausgesehen wie verkleidet. Das sah aus wie eine Parodie. Okay.
Es war unglaublich. So, pass auf, wir machen weiter. Entschuldigung. Ja. Wir sind schon ganz, ganz lange dabei, wir reden viel. Das Rolli. ist sehr schön. Pass auf. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auf der Liste von dir noch. Also weißt du, ich müsste vielleicht mal so ein bisschen den Fahrplan legen, weil mein absoluter Liebling, den Der ist noch nicht da. haben wir noch nicht vergeben. Ja, dann machen wir den Und jetzt. ich glaube, wir haben wahrscheinlich nicht den gleichen. Ich bin zum Beispiel, Also- ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben noch nie über den John Williams, glaube ich, geredet. Und ich finde das nicht mal so schlimm. Ja. Schau, jetzt ganz viele Leute vielleicht nicht verstehen. Okay. Ich bin gar nicht so John Williams-Fan. Für Warum? diejenigen, die es nicht wissen, John Williams ist einer der großen Filmkomponisten. Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones und ich habe 1000 vergessen. Aber das sind mal die 3 großen. Und da setzt sich John Williams hin und dann kommt George Lucas vorbei und sagt, pass mal auf, oder Steven Spielberg und sagt, ich bräuchte mal. Und John Williams kommt dann und macht. Wen hast du? Also wieso? Ja, John Williams ist, also Jurassic Park finde ich cool. Aber Ja. bei John Williams, Mhm. ich bringe ihn jetzt, weil ich bringe ein Seil ab, vielleicht haben wir gleich, es gehen wir gleich in die gleiche Richtung. John Williams hat für mich einen Film, den er vertont hat und das ist auch wieder, das geht tief rein und das ist Oh Gott. Kann ich nicht gucken, den Film. Was? Schindlers Liste. aber hören, Ja, aber da kriege ich auch. Also Schindlers Liste. Ja. finde ich Ja. die. Und da, man kennt das Original, ich kann einen Link drin, das ist von einer Brassband gespielt. Mhm. Brassband ist eine reine Genau. Blasmusikformation. Und dort, wo eigentlich so der Streicherpart ist, das wird, glaube ich, von einem S-Horn. Oh. Okay. Und nachher kommt das S-Gornet drin. Okay. Ich finde das hammermäßig. Okay. Das hören wir uns jetzt genau das an. Also das ist dein Schindlers Favorite. YouTube. John Schindlers Williams, List. ja. Schindlers List. Black Dyke Band. Genau. Auf YouTube. Eine von der besten Brassbands. Ja. Okay. Ja. Also ich finde ja sowieso, wenn irgendetwas auf ein anderes Instrument, also beispielsweise die Streicher, auf S-Horn oder sowas über, das Und- finde ich ja so groß. Also Frank weißt- Zappa hat das mal gemacht mit, entschuldigt bitte, Ja. hat das mal gemacht mit Stairway to Heaven, wo er anfängt, das Jimmy Page Solo auf der Gitarre zu spielen, aber dann nehmen Bruce Fowler und Walt Fowler mit der Posaune und spielen von Stairway to Heaven das Gitarrensolo auf der Posaune. Das hast du mir dann mal gezeigt. Ah, fällt ja nichts ja. mehr Ja, das haben wir letztes Mal so. Ja. Ja, das Oder, ja, ist das das? stimmt, richtig. Ja. Also, pass auf. Also, nein, Ja. nur noch schnell. S-Horn ist völlig eigentlich, das ist überhaupt kein Solo-Instrument. In der Brassband aber schon. Ja. In der Harmonie ist es der Nein. Begleitpart. Ja, aber es ist Wahnsinn. Voll geil. Bin mega gespannt. Es läuft. Der Vorspann. Okay. Das S-Gornet. Ah, Hammer. jetzt läuft mir kalt der Rücken ab. Hey. Das ist die Schlussszene, wie sie ihn verabschieden. Und dann geht die Musik ja noch weiter. Mhm. Und es ist ja schwarz-weiß und dann wird es übergeblendet in Farbe. Heute in Israel, Genau, wie sie die Steine auf den Grabstein von Schindler legen. genau. Da bin ich vollständig zusammengebrochen. Wobei schwarz-weiß ist ja nicht ganz korrekt.
Das rote Mädchen, das man Ja. in Rot sieht. Ja. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film und du siehst das Ja. Mädchen in dem roten Okay. Mantel oder so. Ja, das ist für mich extrem schöne Musik. Also auch das jetzt. Und eben, John Williams macht mega gute Sachen, definitiv. Und das überhaupt nicht. Aber irgendwie, vielleicht kommt es von dort her, dass seine Musik ist nicht Es zu ist schwer. unterschätzen. Es ist schwer. Komme ich wieder in unserer Szene, ist schwierig zum gut interpretieren, sehr viel. Ist wirklich schwer und vielleicht kommt das von dort her. Ich habe wieder den Zugang zu einem nicht so gefunden, obwohl wir haben auch schon Musik gespielt. Okay. Ja, spannend. Nein, es ist schwer. Es ist wie schwere Kost. Es ist hoch emotional. Nein, es ist hoch emotional, aber es ist schwer. Also, Es ist schwer. also er hat immer wahnsinnig viel Gewicht in der Musik. So, und das ist jetzt natürlich eine andere Emotionalität und auch eine andere Tonalität als beispielsweise bei Indiana Jones. Das hat ja auch richtig Gewicht bei Indiana Jones, aber das ist natürlich wesentlich, das ist Abenteuer und das ist Freude und das ist los geht's und das ist. Aber es ist, weil natürlich hat er Teile des Films schon gesehen, aber in erster Linie, der fängt ja dann an, irgendwie, Steven Spielberg kommt zu ihm und erzählt ihm, worum es geht und dann patsch, hat er die Musik fängt er an. Das ist ja sowieso, Musikentstehungsprozesse sind ja sowieso großartig. Ja. Wie kommen wir jetzt da wieder raus? Ja, the question is, einfach, ich muss schnell fragen, ich meine, wir sind jetzt schon seit dem 7. da, es ist 20 vor 9. Ja. Wie lange das ihr noch machen wollt. Und ich glaube, ich weiss, eure Liste ist Ich habe nur noch eins. noch ellenlang. Du hast noch noch eins. Pass eins. auf. Und das ist dein All-Time-Favorite. Also nicht das, sondern Komponist. Okay. Also, dann machen wir deins und dann mache ich noch 3 kurze und die gesamte Playlist, die erweitere ich dann noch um das, was du hast, sei es auf, die können wir herrlich auf Apple Music und auf Spotify stellen. Da sind dann alle drauf und dann kann man das alles nochmal nachhören. Wunderbar. Ja? Okay. Also, wen hast du denn noch? Ich bin gar nicht sicher, ob wir ihn schon erwähnt haben. Aber für mich... Ich habe eine Idee. Nein. Mancini. Guck mal, ich habe den zweiten. Mit dem Startbuchstaben bist du völlig dabei. Also, Ennio. ja, Morricone. Ennio. Morricone. Ja. Da habe ich eine Überraschung. Ich Also, auch. Oh Gott. Weil wir kommen Okay. in welchem Stück haben wir das Klarinett gehört? Im Ähm, Gershwin. Ja. Sehr schön. Und es gibt in der Blasmusikwelt gibt es eine Bearbeitung, ein Arrangement, das für mich unschlagbar ist. Und das nennt sich Moment for Morricone. Ist Anfang 80er Jahre vom Johann de Meij. Das ist in der Blasmusikszene ein sehr bekannter Komponist und eben Arrangeur. Moment for Morricone ist eines von seinen ersten Bearbeitungen, die er gemacht hat. Und durch das bin ich eigentlich auch reingekommen, bin ich zu der Musik von Morricone. Wann haben wir es gespielt? Es ist noch nicht so ewig lang her. Genau, wir oder? haben es vor 3 Jahren. 2-3 Jahren gespielt. Ja, Wir haben es ich aber sagen. schon vor etwa 12 Jahren gespielt. Ja. Ja. Es ist schon lange im Archiv, sicher 4. Aber das kannst du all 10 Jahre kannst du das wieder führen. Also Und das ist einfach wirklich sensationell. Und Das dort ist drinnen, so. ich glaube, wir müssen nicht ins ganze Stück reinhören. Viele kennen das auch schon, da können Sie nachher nachlesen. Auf dem Link habe ich irgendwie eine Zeitangabe drin. Und dort ist, das spielt mir das Lied vom Tod Sehr geil. mit einer mega schönen Klarinettenpassage. Und das ist auch live von der Musikgesellschaft Walchwil. 4, 6, 3. Benno Bieri. Kann sein. Darf man das so sagen? Ja. Das ist unser Klarinettist. Das war sicher der Benno, oder? Also.
15 Grad. Gehört mir als Grundproblem in einem Blasmusikverein. Die Saxophons sind immer zu laut. Weiterlaufen noch. Wunderbar. Ja, nein, es ist eher großartig. So, pass auf. Ich schließe da an, weil wir wirklich auf die Zeit achten müssen, mit einer Ennio Morricone Überraschung. Okay. Weil Ennio Morricone ist ja schon auch, also ich meine, hier spielen wir das Lied vom Tod, Once Upon a Time in the West, mit der großartigen Claudia Cardinale und Henry Fonda. Okay. Aber Also ich hatte schon gerade ein bisschen bis in die Augen gehabt vorhin, weil ich weiss, das ist so sensationell. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber das ist ein großartiger Film mit einem Helden, auf jeden Fall meiner Jugend. Die Hälfte eines Heldenduos. Ich fange mal an, das zu spielen. Mal, das kenne ich. Das ist Ennio Morricone. My Name is Nobody. Mein Name ist Nobody mit Terence Hill. Ja, voll. Jetzt. Ah. Ja. Großartig, oder? Ey, der Hammer. Absolut großartig. Aber ist es nicht auch so in Kinderliedern noch, in Kinderfilmen irgendwie verwendet worden? Könnte sein. Weil ich kenne das Lied, also ich kenne das Lied sicher nicht vom Terence Hill. Mal, da Definitiv. bin ich jetzt dabei beim Terence Hill. Ja. Nein, aber ich habe schon Bud Spencer habe ich geschaut, aber das ist so Terence Hill Film. Terence Hill Film. Der Film heißt Mein Name ist Nobody. Ja. Also das ist im Grunde genommen Bud Spencer und Terence Hill Film ohne Bud Spencer. Aber ja, ohne Bud Spencer. Nein, ich habe wegen Bud Spencer geschaut. Genau. Terence Hill, der ja eigentlich Mario Girotti heißt. Mhm. Und Bud Spencer Carlo Pedersoli. Die Biografie von Bud Spencer ist Eingeliebt. großartig. So, pass auf, ich komme im nächsten. Ich habe vorhin ein weiterer großer, den Namen habe ich vorhin genannt, der Filmmusik ist Henry Mancini. Mhm. Und und Mancini natürlich Pink Panther, aber das wäre zu einfach. Ich habe vorhin gesagt, dass Eldorado absolut Nummer 1 ist und dann folgt dann auch schon gleich das nächste, weil auch der Film also die Musik ist großartig und der Film ist großartig. Der Film ist mit Walter Matthau und Jack Lemmon und heißt im Original The Odd Couple. Ein seltsames Paar. Der ist von auch Ende der 60er. Oscar Madison und Felix Unger. Es geht folgendermaßen. Manhattan in den 60ern. Kann sein. Ja. Also der Film ist so unglaublich lustig und schön. The Odd Couple, Walter Matthau, Jack Lemmon, angucken. Spielt in Manhattan in den 60ern, wahnsinnig fotografiert.
auch und die Geschichte ist so lustig. Oscar Madison als vollkommen verschlammter Junggeselle, gespielt von Walter Matthau, und Jack Lemmon spielt Felix Unger, der von seiner Frau rausgeworfen wird und ein unglaublicher Pedant und Reinemann ist und bei Oscar einzieht. Und mitten in die Pokerrunde reinkommt und Oscar aus der Küche kommt und auf Deutsch, ich habe den als Kind wahnsinnig oft gesehen, kommt aus der Küche und hat unter der Achsel klemmen einen Stapel Toastbrote, Sandwiches. Was gibt's denn zu essen, fragt einer vom Poker. Ja, ich habe hier grüne Sandwich und ich habe braune Sandwich. Was ist denn auf den grünen drauf? Ja, das ist entweder ganz junger Käse oder alte Wurst. Also, unbedingt gucken den Film. So, und jetzt schließen wir ab. Ich könnte noch stundenlang weitermachen. Nein. Also, wir tun jetzt mit der letzten Filmmusik abschließen und dann habe ich eben noch eine Frage an Bitte euch. gern. Genau. Pass auf. Meine absoluten Lieblingsmusiker. Frank Zappa. Noch auf Platz 1. Zappa ist auf 1A oder 1B und 1C und sowas. The Who. The Who hat Pete Townsend hat ganz, ganz großartige Konzeptalben gemacht. Sprich also eine komplette Schallplatte oder mehrere Schallplatten, die eine Geschichte erzählen. Also wie eine Oper im Grunde genommen. Eine davon, die wurde auch immer als Rockoper bezeichnet, gefällt mir nicht, Tommy. Und der hat die Geschichte vor Augen gehabt, also insofern ist das auch würde ich sagen, der Originalscore. Und da gibt es ein ganz, 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 ganz bekanntes Lied aus Tommy und das ist Pinball Wizard. Und Pinball Wizard der Anfang das Intro ist schon so großartig und der Film, als der gedreht worden ist, da hat Pinball Wizard, also es hat beispielsweise The Who haben mitgespielt, aber Pinball Wizard wurde da in dem Film gesungen von Elton John und auch gespielt von Elton John. Und es geht folgendermaßen. Zwölfseitige Gitarre. Ich will weitermachen. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. Sehr geil. Ich habe da heute drüber nachgedacht nochmal. Ich habe Tommy heute gehört im Auto und das ist eine vollkommen verrückte Geschichte, die ich jetzt auch nicht zähle. Und du weißt ganz genau, womit Pete Townsend voll gewesen ist, als er das geschrieben hat. Das ist großartige Musik, aber es sind Bilder teilweise, wo du denkst, was ist denn hier los? Das weiß ich nicht. Absoluter Wahnsinn. Wie findest du? Das ist schon nicht so dein Musikstil. Ja, ich würde es mal so sagen. Ein Arrangement zu schreiben für die Walkühlenmusik wäre jetzt eher eine schwierig. Herausforderung. Ja, das stimmt. Also die ist Mancini näher als The Who. Ja, gut. Ja, nein, wunderbar. Hey, also ihr zwei Lieben. Ich möchte von euch wissen, und ich gebe euch Zeit zum Überlegen und du kannst das suchen bei mir. Was ist ein Lied, und egal jetzt ob Filmmusik oder nicht Filmmusik, wo die Leute nicht würden denken, dass ihr voll auf das Lied abfahrt und dass ihr voll drin liegen. Und du kannst für mich Nessun Dorma von suchen. Ja, ich weiß. In welcher Version? Original. Ja, also 3 Tenöre. Nein, nur der eine. Gut. Nessun Dorma. Ja, das ist shit. Oh mein Gott. Da liege ich am Boden. Kannst du mal deine Frage wiederholen? Also, was ist ein Lied, wo ihr fast vergönnt, wenn ihr das hört?
Einfach weil, keine Ahnung, schön instrumentalisiert, Das ist gut, ja. geile Stimme, whatever. Muss ich null nachdenken. Das ist mein Lied. Muss ich null nachdenken. Bin ich schon ganz, ganz oft für ausgelacht worden. Luciano Pavarotti. Love it. Da liege ich ab. Das schmilzt sich wie ein Käse. Ach so, Frank. Ja. Darf ich sagen, dass ich Turandot gesehen habe im Teatro Nein. dell'Opera in Nein, Rom als nein, Gala-Vorstellung? Nein. Ja, also die Stimme, das ist. Nein. Und, Also, und da bin ich. ich halte mal ganz kurz an und spul vor. Entschuldigt bitte. Ja. Ganz hinten. Vincerò. Ja. Mhm. Ja. Ich Ja. werde gewinnen. Ja. Hat die ganze Oper, Teatro dell'Opera in Rom, gestanden Ach, mal auf. und Vincerò. Nein. Also so, warte mal, ich spule mal vor. Nein. Ich meine, das Orchester. Die Stimme. Das ist. Und wir kriegen das garantiert auch irgendwie mit dem Schuhlöffel in die Filmmusik rein, weil irgendein Film wird das benutzt Definitiv. Nehme ich jetzt auch. Ja. Nein, aber das ist einfach so. Aber das ist ein Song, wo wahrscheinlich niemand denkt von mir, dass ich runtergehe wie ein Käse und dass ich brüllen kann und dass das all irgendwie meine Emotionen, die in mir drin sind, vereint, das Lied. Ja. Das ist völlig krank. haben. Doch, das glaube ich. Mhm. Ich mache mal weiter und dann kannst du sozusagen unseren Ausspieler. Unseren Abschluss machen. Ausspieler. So, das ist ein Lied, das ich von Anfang an, das ist ganz, 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 ganz seichter Pop. Okay. Da stehe ich teilweise drauf, das muss ich ehrlich sagen. Das ist von den Wilson Phillips. Das Lied Hold On. Das ist von 83 oder 84. Und Wilson Phillips sind die Kinder von den Beach Boys. Also Geil. von Brian Wilson und es geht folgendermaßen. Oh. Baywatch. Genau. Geile Harmonie. Ah, ja. Ja. Sehr geil. Jetzt müssen wir auf Ja. den Refrain noch kurz warten. Ganz genau. Sehr geil. Sehr geil. Sehe ich in deinem Auto. Oder auf der Vespa. Könnte ich. Das ist herrlich. Ja, sehr geil. Absolut. Oh, gut. Roland, Jetzt bin ich gespannt. jetzt bin ich auch gespannt. Hey, ich habe eigentlich gar nicht so lange müssen überlegen, aber ich habe die Frage nochmal gebraucht. Oh, Entschuldigung. Ja. Anarchy in the UK von Sex Ein Pistols. bisschen klassischer. Kennt ihr das Lied «Comme d'habitude»? Comme d'habitude. Nein. Der Frank Sinatra hat das übernommen. Das ist ursprünglich ein französisches Lied. Und Claude François habe ich hier. genau, «My Way». Ah, okay. Das Ah, das ist Französisch. Das weiß ich auch nicht. Also nicht so original. Ich finde die Frank Sinatra-Version schon. Aber es ist so mal original aus Frankreich. Das wusste ich nicht. Es gibt auch eine Version von Sid Vicious von den Sex Pistols.
Sehr geil. Bisschen Lounge auch noch mit reingebracht. Ne? Burt Bacharach. Nein, allgemein, das geht so mit so viel Art. Ja. Kannst du es interpretieren. Ja. Das ist, Ja, aber Französisch ist aber schon geil. Et puis, je m'habille très vite. Schön. Je sors de la chambre. Also ich höre Ja. tatsächlich, also französische Chansons, so Liebe Jacques ich auch. Brel und so und das. Edith Piaf. Sorry. Nee, da komme ich nicht Nein. mit klar. Edith Piaf. Oh mein Gott. Nee, mit Edith komme ich nicht so Mal sehr geil. Übrigens, ich bin am Samstag an der, nein, wann ist das? Am letzten Freitag an der Eröffnung von der Kollerhalle Season Opening. Ich habe Zoe May gehört, live. Wahnsinn. Nur sie und ihr Keyboard. Und sie singt ja Deutsch, Französisch und Englisch. Ich bin fast umgekehrt. So zu französischen Chansons. Da muss ich nochmal reinhören, das weiß ich nicht. Ja, unbedingt. Aber gut, Ja, wunderbar. die Klasse. Also pass auf, wir sind jetzt ganz lange dabei und es ist viel Musik gewesen. Es ist ganz viel Erzählen gewesen. Vielleicht machen wir da 2 Folgen draus. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Oder wir lassen es durch. Man muss das ja auch nicht alles an einem Stück hören. So, Genau. wir stellen die Playlists aller Songs, die wir heute gehört haben, inklusive auch dessen, was wir nicht gehört haben, was bei dir noch auf der Liste ist. Die stellen wir auf Apple Music und auf Spotify. Wir müssen jetzt sowieso mal gucken, ob wir bei YouTube durch die Copyright-Checks durchkommen. Genau. Das müssen wir mal gucken. Bei Spotify und Apple Music ist das kein Problem bei den Podcasts. Solange wir unter 1 Minute bleiben und sowas, ne, dann drücken dann alle ein Auge zu, ansonsten kriegen wir eine Rechnung. Und aber auf jeden Fall sind die Playlists dann auf jeden Fall da. Was für ein Thema. Was für ein Thema. Gell, wir könnten noch Stunden. so lange weitermachen. Ja. Also Also, unglaublich. Ich muss euch beiden wirklich danke vielmals. Danke. Danke, habt ihr euch so grossartig vorbereitet. Danke, habe ich reinsitzen, mit euch schwätzen und geile Musik geniessen. Auch ich freue mich schon auf die Playlist, wo ich kann alles gut nachschauen und nachhören. Es war für mich ein absolutes Highlight gewesen, heute Abend, die Folge mit euch 2 aufzunehmen. Danke. Angie, vielen Dank, dass du das sagst. Ja. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Absolut. Und die ja noch mehr Musik wollen, was sie ihre Wahlkirche umfassen. So, Genau. ganz genau. Mein lieber Roland, ganz herzlichen Dank. Danke dir. Sehr gerne.